Islamische Gemeinschaft Milli Görüş sowie ein Ostturkestan-Verein organisierten simultane Protestkundgebungen in Montreal und Toronto, um auf die Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren aufmerksam zu machen. In New York sammelten sich im selben Sinne zahlreiche Kasachen vor dem UN-Gebäude. Ein weiterer Pharmakonzern aus Shanghai steht derzeit unter Ermittlungen, da der Verdacht einer HIV-Verunreinigung in deren Immunoglobulin-Produkten besteht. Dies verkündeten die Nationale Ernährungs- und Medikamentenaufsichtsbehörde sowie die Nationale Gesundheitsbehörde und teilten mit, dass im Zuge der Ermittlungen eine Untersuchung eingeleitet wurde. In Teheran kamen Diplomaten zusammen, um der Rede des iranischen Präsidenten Rouhani zu lauschen. Wenn die USA wegen den Einmischungen in den Iran um Verzeihung bitte, so sei man bereit, das zu akzeptieren, so der Präsident. Weiter betonte er, dass die Existenz und Einmischung von ausländischen Kräften in der Region ein Ende haben müsse, um dann seine Rede damit abzuschließen, dass die USA niemals ihr Ziel erreichen werde. Im Süden der Philippinen stimmt die muslimische Minderheit der Moros in zweiter Runde um ein Autonomiegebiet ab. Die Abstimmung, ob man als Teil der Autonomieregion gelten will, wird von den Wählern aus Lanao del Norte in Cotabato bestimmt. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, John Bolton, bietet der venezolanischen Armee an, die Sanktionen gegen Venezuela außer Kraft zu setzen, wenn der Interimspräsident Juan Guaido anerkannt werden würde. Die USA belegten den staatlichen venezolanischen Ölkonzern mit Sanktionen und übermittelten die Gelder Venezuelas in den Vereinigten Staaten an Guaido.